Okay, also Susanne ist erledigt. Und die vermissen jetzt schon langsam einen Großvater und einen Reporter. Aber darum haben wir uns schon gekümmert. Ich dampfe nicht und gehöre zu den Guten. Ich folge deinem Befehl und kann auch hupen. Das klingt doch irgendwie nach einem Auto. Gut, bei Susanne haben wir noch eine Aktualisierung. Ich habe ein Guckloch im Toms Arbeitszimmer gefunden und kann genau die Badewanne sehen. Michael, der Fahrer, steht auf unserem Plan. Er hat die Musik aufgedreht. Ich muss Will irgendwie von der Garage weglocken. Das heißt, wir müssen in die Garage. Und da steht auch das Auto. So, das heißt, wir müssen einmal da oben. Stimmt das? Ja. Langsam kennen wir uns ja da drin nicht aus in dem Haus. Und es wird zunehmend wird's da leerer, weil keiner mehr da ist. Weil wir einen nach dem anderen ins Jenseits befördern. Nach allem, was wir erlebt haben, ist es nicht schön zu entspannen und tolle Musik zu hören. Ich weiß nicht. Ich meine, ich schätze, es ist in Ordnung, aber ehrlich gesagt werde ich es langsam leid. Hey, wenn das nicht der kann nicht dein Ernst sein. Ich meine, hast du mein Montiereisen gefunden? Okay, es gibt eine Aktualisierung. Oder? Werkzeug für Handwerker suchen. Was denn für ein Werkzeug? Psst, hör zu. Oh, was haben wir denn jetzt? Ein trockener Lappen. Hallo, Junge. Ja, da ist das Auto. Wir müssen an Will weglocken. Wie locken wir den Wickert? Gibt's da erinnert was? Nix seh. Was ist das da? Wie jetzt? Da ist zu? Moment mal, wir haben noch einen Schlüssel. Lagerkäfigschlüssel. So, braucht er vielleicht das Werkzeug? Ein Montiereisen. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Danke, Mann. Hallo. Ja, jetzt hat er das Werkzeug gekriegt. Aber wir müssen den Typen immer noch weglocken. Hat er denn... Jetzt wenn er die Waschmaschine, jetzt steht die wieder da oben hat. Muss er die nicht reparieren? Jetzt rumpelt's. Jetzt wenn wir das da oberwerfen. Hey, hörst du das? Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Ach so, der Will kommt jetzt. Hallo, kleiner Mann. Und jetzt müssen wir gerade noch den anderen erledigen. Er ist jetzt alleine in der Garage. Ich könnte mich jetzt um ihn kümmern. Psst, hör zu. Und wir? Vielleicht mit dem Schraubenzieher Abstecher? Nick. Ein Farbverdünner sollte nicht inhaliert werden. Wir hätten einen trockenen Lappen.
Und die Verdünnung. Und jetzt haben wir ein mit verdünner gedrängter Lappen. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Können wir ihm den geben? So, Michael, magst du mal rühren? Hör zu. Nick. Moment einmal. Jetzt haben wir da hingeklickt. Jetzt kann man vielleicht mit unseren Gedanken steuern. Michael wurde ohnmächtig, ja. Ich konnte den Lappen mit Farbverdünner tränken und Michael wurde ohnmächtig, ohne dass Will etwas gemerkt hat. Ich glaube, ich muss hier kreativ werden. Es hat ja irgendwas mit dem Auto zum Tor. Können wir denn das irgendwie starten? Wir haben doch unsere Fähigkeiten. Aber jetzt, wenn wir... Also das können wir jetzt noch nicht aktivieren, oder wir? Doch. So, das Auto läuft, aber die Abgase werden abgesaugt. Ich kann den Wagen mit meiner Willenskraft starten, ohne dass er die Musik übertönt. Und Will es hört. Aber die Dämpfe bleiben einfach nicht drin. Ich muss etwas dagegen tun. Wo geht das Rohr hin? Da außer. Hallo, Junge. Und dann geht's da aussehen. Gerät, das den Luftstrom in der Garage kontrolliert. Können wir denn den manipulieren? Aber er kann das vielleicht machen. Er kommt dafür. Ja. Ich würde sagen, das war's mit Michael. Hallo. Hallo. Nein, Sir. Ich habe nichts gesehen. Ich war im anderen Raum und habe die Waschmaschine repariert. Als ich zurückkam, lief das Auto und er lag auf dem Boden. Nochmal langsam. Sie waren im Raum nebenan und haben nicht gehört, wie das Auto von selbst ansprang? Nein, Sir. Ich habe wegen der Musik nichts gehört. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist die Wahrheit. Ja, klar. Schön, das kann sie dem Richter erklären. Ich werde den Deputy herholen. Ich will nur sicher gehen, dass Sie nichts Dummes anstellen. Okay, was haben wir jetzt? Ach, Will steht auch auf unserem Plan. Will, der Handwerker. Die Dinge entwickeln sich zu meinen Gunsten. Der Detective denkt in der Tat, dass Will etwas mit dem Tod von Michael zu tun hat. Er ist mit Handschellen an das Regal gekettet. Schnell, bevor die Polizisten zurückkommen. Ach so, gut. Die kennen wir jetzt gleich. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Du musst schnell handeln. Ja, und wir? Können wir denn mit der Flamme? Hey! Hey! Können wir den Nick senden? Gut, das haut nicht hin. Ja, was haben wir denn noch auf die Schnelle da? Können wir denn... Kennen wir die schon? Nick.
Ja, das ist schon schwarz, der Michael. Aber er lebt immer noch. Da haben wir auch was gehabt. Spielende, gut. Das heißt... Okay, er ist immer noch gefesselt und jetzt müssen wir... Irgendwas da. Da oben war der Kanister. Hat der irgendwas zum Tor? Er darf nämlich genau da oben gehen. Jetzt wenn wir den... Oh. Geht das? Oh. Leid, das wird böse. Das wird jetzt richtig fies, der Tod. Nein! Ja, das war jetzt eine harte Nummer. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich habe den Raum nur kurz verlassen. Scheiße ist das, Will. Ich habe erst heute Morgen mit ihm Kaffee getrunken. Viel länger mache ich das nicht mit. Wir müssen diesen verfluchten Ort verlassen. Wir gehen nirgendwo hin. Rufen Sie einen Rettungswagen und sagen Sie, dass es noch eine Leiche gibt. Warum sind wir immer noch hier? Wir sollten jetzt gehen. Ich bleibe keine Minute länger in diesem Haus. Nancy, du musst ruhig bleiben. Ich bat die Priester um Hilfe. Sonst kann uns keiner mehr helfen. Du kannst nicht wirklich glauben, dass ein 7-Jähriger dahinter stecken könnte. Das werde ich herausfinden. Halte dich in der Zwischenzeit von Lucius fern. Hör zu, Charles. Ich warte mit unserem Sohn im Garten. Wenn du nicht kommst, dann gehen wir ohne dich. Dieses Ding ist nicht unser Sohn. Und ich werde es dir beweisen. Amerikanische Schizophrenie. Sur le pont d'Avignon, alle tot, alle tot. So, der brennt schon langsam die Sicherungen durch. Okay, wir möchten jetzt erstmal eine Pause machen, dann geht nämlich dann da weiter.